Hallo, liebe Zuschauer und Zuhörer. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Episode von Witcher Wild Hunt 3. Beim letzten Mal sind wir ja bei Triss ihrem Haus stehen geblieben, nachdem wir uns nachdem wir hier zwei Plünderer hier weggescheucht haben. Und ja, in der Episode werden wir schauen, was wir da so alles interessantes Zeug in Triss ihrer Wohnung finden werden. Ich finde wir Indizien dazu, wo es sich jetzt im Moment befindet, weil scheinbar ist er nicht mehr da. Was ist da? Einfach Steam Overlay, so. Da rum. Kräuter. Wurzeln. Ist Triss jetzt Heilerin? Alles Mögliche nehmen wir da natürlich mit. Bürste. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Ja, schau mal, was da the fuck ist das für eine Bürste? Weißt du, so gross wie Geralt sein Kopf? Ja, okay, auf dieser Ebene haben wir nichts mehr Neues. Ja, scheinbar hat Triss etwas an ihrem Lebensstil geändert. Ein bisschen mehr Heilung anstatt Zaubern. Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Trankallergie. So. Okay. Zweiter Level. Was haben wir da? Was haben wir da im Säckchen? Stahlblech. Jetzt da hinten ist jetzt alles so Bücher und so. Okay. Die Menschen in der Welt haben Hexen nicht gern. Das sieht man in verschiedenen Formen von Ausdruck. Sei es in Büchern oder Menschen, die uns direkt in die Fresse sagen, das ist nicht gerne. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Ja, es sieht schon echt so aus, als wäre sie in Eile da rausgegangen oder hat weggezogen. Oder natürlich, es ist ein Zeichen davon, dass andere Leute hier reingekommen sind und die Wohnung geplündert haben. Das ist auch eine Möglichkeit. So, jetzt haben wir da noch eine letzte Indiz, nehmen wir mal an. Die Rose der Erinnerung. Ganz vertrocknet. Ja. Gut, ich glaube, da haben wir nichts mehr. Darum werden wir jetzt anhand von Dieb und Bettler versuchen, halt die Lokation von Triss Merigold ausfindig zu machen. Da ist es. Ja, ich frage mal, ob wir da runter können. Wahrscheinlich nicht. Gut, haben wir da alles angeschaut und jetzt natürlich die Stadt ist voll mit Dieben und Bettler. Und jetzt einfach einmal folgen. Oh, verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck! Ich wurde ausgeraubt! Dieb! Beklaut ihn und mit dem Anfluchen. Aha, dem kann ich nicht folgen. He? Das ist mein eigener Dieb finde. Schade. Schade. Schon die neuen Schankmädel gesehen? Kaufen oder nicht? Nein. Lohnt es sich denn? Und wie? Alles dralle Weibsbilder aus Gegenden, die von Nilfgaard besetzt sind. Dann brauchen Ja, die sicher jemanden, bitte? der sich in Novigrad auskennt. Kannst du Gedanken lesen? So, da haben wir einen Dieb. Ausgegeben.
sein Prompto bei der Vivaldi-Bank. Er hat was gemerkt. Ich muss weiter zurückbleiben. Meine Achseln stinken So, dem Dieb folgen wir doch. Gemütlich, als wäre nichts. Ich wäre Das schon ist lange nicht nach Pont Barnes zurückgesegelt, wenn diese Piraten von Skellige nicht wären. Ich habe die meisten. Ihr wisst schon, die größte Auswahl. Hey, Kollege, wo läuft? Schau, das ist teuflisch. Muss die Dinge schnell erledigen. nicht Angst. Wo ist das gegangen? Vorführung-Ding, ne? Gibt's da. Sie ist käsig. Herr, hab Gnade. Gib mir eine Krone. Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Ey, 1 Krone, was? Ey. Hier. Danke, barmherziger Mann. Willst du meine Geschichte hören? Nein, ich hab keine Zeit. Ein andermal. Ich bin in Eile. Ja, gut durch die Tür dorthin. Diese hübschen Vögelchen, die hier vorbeiflattern. Ganz unauffällig. Lass mich am Leben. Oh. Abduschen. Dem Kollegen da folgen, der das Geld übernommen hat. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Nein. Novigrad. Novigrad ist eine schöne Stadt. Also zumindest eine interessante Stadt. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe. An Armut. Hey du, hast du Stutenfohlen gesehen? Nein. Ach, wie lange geht das? Lauf mal ein bisschen schneller! Ich hab ihm gesagt, er soll seinen Arsch nicht hintragen, wo er nichts zu suchen hat. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Ich glaube, ich habe mich verletzt. Oh mein Gott, wie lange das geht! Ist die ganze Stadt durchgelaufen, Kollege. Komm, mach! In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Ist mit mir. Ich habe die meisten. Ihr wisst schon, die größte Auswahl an Waren. Hey, Hübscher. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Ah, okay, ich glaube. Ich glaube, das ist schon der Eingang zu dem hohen Dings da. Zu dem speziellen Ort, wo Mutanten, Magier etc. sich Aufmachen. verstecken. Wer bist du und was willst du? Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Aha, Axi. Ich zahle nicht. Lass mich rein.
Ja, Herr. Endlich mal bringt's was. Was für Axi aufgelernt hat. Also. Du musst aufpassen bei Axi, dass du nicht sofort zu viele Leute machst. Sonst merken es die Kollegen und dann greifen sie mich an. Was fehlt dir? Ich sehe auf einem Auge nichts. Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Das ist aber eine hübsche Kette. Wo hast du die denn her? Lag auf der Straße. Ich habe sie aufgehoben. Siehst mir geradewegs in die Augen und lügst, genau wie dein Vater. Guter Junge. Okay. Jetzt geh spielen. Mama braucht vor der Arbeit noch etwas. Sie haben Angst vor Mengen. Oh Gott. Wenn einer von ihnen kann Ah ja, das ist wirklich... und jetzt gestattet. Das ist unbedingt das beste Viertel von der Stadt. Immer mehr. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig. Wie ich sehe, kennt ihr so sehr, sehr gut. What the fuck? Oh mein Gott. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Das Eis scheint hier offensichtlich, aber es zeigt. Wie nennst du dann diesen Ort hier? Weiß nicht. Garten der Freiheit vielleicht? Für jemanden, der Bettlern und Dieben Tribut abknüpft, bist du überraschend romantisch. Du sagst Tribut. Ich sage Steuern. Du sagst Dieb. Ich sage hart arbeitender Außendienstler. Schon schön, wenn man Siehst so du, ein bisschen Hexer, ich habe Pläne. mit den Wörtern Weitreichende jonglieren Pläne, kann. diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Okay, wo willst du denn? Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Natürlich. Wie auch sonst. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, der jemand Frau ist... Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück.
Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Ja, gute Frage. Darum bin ich zu dir gekommen, Triss. Ja, und die Person, die vor 6 Monaten von der sich trennen hat müssen, ist natürlich Geralt. Ich nehme mal, es ist Geralt, ja. Ja, ich glaube, es ist Geralt. Weil im zweiten Spiel sind sie ja zusammen, Triss und Ding, weil ja Geralt immer noch Amnestie hat. Dann plötzlich erinnert er sich. Und realisiert, dass eigentlich er eine andere Geliebte hat. Jennifer. Nicht der Rede wert. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte, ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu. Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Man muss Opfer bringen. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. 2. Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, der sich in die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Ich schwöre, ein paar Leute haben einfach kein Limit, wenn es um Grausamkeiten geht. Und du Fersen bohren darf. Geh in den Keller. Okay, wo ist der Keller? Da. Oh, weißt du, bevor wir da nicht weggehen, klaue ich dem anderen ein paar Sachen. Ist schon geil, dass er nichts sagt, ja? Nun? Ja, warte. Ja. Hui! Wie schmeckt dir das, Silber? Bist tot, Inferno! Ey, das wird nicht so lang dauern! Es zieht. Hier muss ein Ausgang sein. Sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ja, hast gefunden. Hast gefunden, Triss. Nur mit der Ruhe. Freie Stadt Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radowitz Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein?
Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tank. Geralt. Ja. Genau, das Massaker von Lokumin ist ja Ding gewesen. Wenn ich mich jetzt falsch erinnere, ist Lokumin die Versammlungsort von der nördlichen Königreich und Nilfgaard gewesen, wo sie irgendwie versucht haben, glaube Frieden zu stiften, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dort haben die ein paar Zauberer und Magier versucht, die Kontrolle zu übernehmen, und nachdem das aufgedeckt worden ist, hat es einen Massaker gegeben. So, jetzt muss man da schauen, wo genau das Ding ist. Da hat es 2 Schatz. Da schauen wir bei dem, was es da alles drin hat. Richtig, super. Flasche. Ah, leckt euch so. Schon gefunden, so schnell geht's. Komm jetzt raus. Greifen absolut. Jo! Zuerst mal schauen, ob die Rüstungen etwas was taugen, was wir benutzen können, oder eher zum Ding. Leck. Auch zum Verkauf nützlich sind. Schau da. Jo, nichts. Da haben wir nichts zu machen. Aber wir könnten Art-Glürfe into mounten, wenn ich Art würde benutzen. Und ich tue ja Art fast gar nicht benutzen, von dem her macht es nicht viel Sinn, das dort zu benutzen. Eher verkaufe ich es, anstatt da, ja. Es auf einer Rüstung zu verschwenden. Gut, Triss, ich habe es gefunden. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einen dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich habe doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Ah, Triss, du bist jetzt so beleidigt. Ein Stoff aus dem fernen Süden, den es sonst nirgendwo gibt. Und ja, zu einem Punkt stimmt, dass das Triss ihn ausgenutzt hat, weil Triss hat ja gewusst. Sie kennt, ich meine, jener von Triss, Geralt kennt sich schon lange. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Jo, jetzt. Ich weiß ungefähr, wie die Quest rausgeht. Von dem her verlange ich, dass er im Voraus zahlt, weil sonst kommt das Geld nicht über. Vor allem, ich meine, er sagt beim ewigen Feuer. Du weißt gerade, was für eine Ideologie er besitzt. Und die Typen, die hassen die eigentlich Magier und Zauber. Ne? Das ist eigentlich schon komisch, dass sie eine Zauberin da anstellt, damit sie die Arbeit für ihn verrichtet. Darum ja, ich vertraue ihm nicht und wird das Geld schon im Voraus haben. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Nicht wirklich, Kollege. Wenn überhaupt etwas über Triss wissen, wüsstest du, dass sie schon genug mächtig allein ist.
Der Lagerhausauftrag wartet nicht, weißt du? Ja, schon recht. Stress, mach keinen Stress. Tun wir die Ding final da, was heißt. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Gut, haben wir gemacht. Alles abgeschaut, was ist Triss? Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Nun? Ja, ich rede mit dir, komm. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen, wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ja, meiner Meinung nach tut es gut, Triss. Weil irgendwie, wenn ihr so ein bisschen aufsteigt, werdet ihr hure arrogant. Alle von euch. Ja. Ich hatte Zweifel, was unser Wiedersehen betrifft. Dachte nicht, dass es angenehm werden könnte. Wir haben vor 6 Monaten alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich will nicht wieder anfangen. Ich auch nicht. Aber es ist eins, etwas zu sagen und etwas ganz anderes, es wirklich zu tun. Wir wollten Freunde bleiben. Hoffentlich ändert sich daran nichts. Und? Wie geht es Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's Yen? Nicht schlecht. Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Ja, wie viele Ratten es da hat. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. Natürlich. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, dann müssen wir wir haben es sterben. besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Ich bring dich um! Auf ihn! Von beiden Seiten! Weißt du, ich amix verstehe ich die Leute nicht. Shiba wissen so viel von Hexen, dass sie so trainierte Schlechter sind. Ja, leg das an. Das ist lächerlich. Ohne Scheiß jetzt. Ah, lauft! Triss, du Schwachboll. Der Kerl hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt, wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Ja, komm, hätte ich nicht gelesen.
Würdest das Game dich nicht ableveln? Hättest du schon alleine gebracht. Ja, Brandon. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen. Ja, natürlich. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jonker. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Gut, ja, bis später. Danke für alles. Bis dann, Triss. Bis dann. Wo finde ich dich, wenn ich dich brauche? Ich wohne in den Scherben. Geh den Hügel hinauf, vorbei am Fischmarkt. Schau mal vorbei. Wir sehen uns. Gut, ja, falsches Signal, wenn wir nicht rausschicken. Sonst fängt an Triss mit uns an flirten und so. Genau, das sollen wir schon bevor es anfängt unterbinden, aber wir sind auch mit der Episode zu Ende, nachdem wir mit Triss umgelaufen sind. Darum sage ich bis bald und auf Wiedersehen mit der nächsten Episode.